Wir stecken mitten in dieser Sabbatserie. Wir sind letzte Woche drin getaucht. Sabbat und Platzhalter. Der Platzhalter, der steht für Raum, für Zeit, für etwas, das schon da ist, was es einzunehmen gilt. Aber wir haben letzte Woche entdeckt, dass als erstes der Sabbat heisst stoppen, innehalten. Und wir haben auch gemerkt, dass das Ganze gar nicht so einfach ist. Aber da wir jetzt schon eine Woche Zeit haben, bin ich sicher, wir sind schon völlig abgebremst und cool down da angekommen. Weil man muss ja Bremsbereitschaft erstellen, man muss die träge Masse so langsam ins Bremsen hineinbringen und bis sie dann stillsteht, braucht es einen Moment. Es kostet etwas. Und es gibt Widerstand. Und der Matt Gremlich hat uns darauf hingewiesen, dass man dem Widerstand auch einen Namen geben kann, nämlich die Krankheit der Geschwindigkeit, oder auf Englisch sagt man Hurry Sickness von unserer Zeit. Und es braucht einen Moment, bis man dann da mal stillsteht. Aber da sind wir jetzt. Es ist wieder Sonntag. Sabbat. Punkt. Und heute wagen wir uns erst mal an die Underline, an den Platzhalter, und wir fragen uns, was füllt denn der auf? Und für das möchte ich euch mitnehmen, wie könnte es auch schöner sein, am Morgen schon auf einen Sonntagsspaziergang. Okay, das Wetter könnte schöner sein, aber es ist immerhin Sonntag und ein Spaziergang tut gut. Und zwar machen wir den gemeinsam mit Jesus. Jesus hat auch einen Sonntagsspaziergang gemacht. Oder besser gesagt, einen Sabbatspaziergang. Vielleicht auf dem Weg in die Synagoge, vielleicht aber auch am Nachmittag, das wird so ein bisschen unterschiedlich berichtet in den Evangelien. Und es heisst, dass er am Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder gelaufen ist. Das ist schon fast wie in der Schweiz, oder? So über Land durch Getreidefelder. Und unterwegs haben die Jünger angefangen, Ähren abzureissen, so wie man es gerne macht, und Körnchen in den Finger vielleicht ein bisschen zu verreiben und dann snacken. So ein klassischer Sonntagssnack, Nachmittag. Und dann wird uns berichtet, dass es eine Gruppe von Leuten hat, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ein grosses Anliegen hatten, um das Gesetz von Gott einzuhalten, die sofort kritisch aufgestanden sind und gesagt haben: Jesus, schau dir das an, wir haben euch beobachtet. Deine Leute da, deine Kollegen, deine Jünger, die machen etwas, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Und sie haben damit sich darauf bezogen, dass man nicht ernten darf. Sie haben das so gedeutet, als dass sie halt Erntearbeit betreiben. Und Jesus holt dann aus für eine längere Antwort, und ich möchte euch nur einen Höhepunkt von dieser mitnehmen, und sagt so dann dort: Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist die Reaktion von Jesus auf die Kritik der Pharisäer. Die Pharisäer haben sich danach gekümmert, oder ihre Frage hat darum gedreht, was denn erlaubt ist am Sabbat und was nicht. Es ist ihnen wichtig, das ganz genau zu machen. Und Jesus sagt, es gibt eigentlich keine Antwort auf das, was ist erlaubt und was nicht. Er sagt nur, welche Bestimmung der Sabbat hat, auf was hin, dass er ausgerichtet sein soll. Und wir sehen, dass der Höhepunkt, wo uns da berichtet wird, sich im Leben von Jesus widerspiegelt. Jesus war Jude. Er hat gesabbatet. Er hat den Sabbat gehalten. Er ist auch in die Synagoge gegangen. Das lesen wir immer wieder. Aber was er auch immer gesagt hat, ist, es ist nicht der Mensch für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für den Mensch gemacht. Und er hat das verkündet und er hat das auch ausgelebt, indem er Menschen dient hat am Sabbat, indem er sie wahrgenommen hat, indem er sie geheilt hat, indem er für sie gebetet hat oder indem er gesagt hat, es dürfte dann einmal etwas wohl ergehen. Und darum füllen wir heute den Platzhalter mit einem speziellen Wörtchen. Und zwar heisst es heute Sabbat und ich. Weil der Sabbat geht um den Mensch, um dich und um mich. Und wir könnten uns schon die Frage stellen, ja, was darf ich denn alles und was nicht? Aber ich glaube, das ist nicht so hilfreich. Es geht vielleicht mehr darum, uns zu fragen, hey, wie fühlen wir denn das in Bezug auf uns? Der Sabbat geht im Fall auch um dich. Und ich weiss, die einen von euch denken jetzt, Moment mal, das ist im Fall, es geht um Gott. Keine Angst. Auch diesen Aspekt werden wir noch behandeln in dieser Serie. Aber heute drehen wir uns mit Jesus um dich und um mich. Und da drin entdecken wir etwas, wenn wir so all die Texte aus der Bibel über den Sabbat wahrnehmen,
wo eine Einladung ist an dich und an mich. Und ich möchte euch darum mitnehmen zu diesen Icons über, die wir schon letzte Woche angeschaut haben. Wir haben letzte Woche mit dem Mac Gremlich gehört, wir stoppen als erstes. Sabbat heisst Stillstand, stoppen. Und heute werden wir uns um die 2 mittleren Icons mehr drehen, weil es ist eine Einladung von Gott an dich und an mich für 2 Sachen. Der Sabbat steht dafür da, dass wir eingeladen sind, um zur Ruhe zu kommen. Relax. Und aber auch, dass wir uns freuen können, uns vergnügen, Fun haben. Jetzt da würde ich sagen, heute geht es um uns. Also belassen wir es beim einen Männchen, weil vielleicht gibt es ja Sachen, wo du selber drauf freust. Und das Miteinander, das werden wir dann später noch anschauen. Aber ich freue mich sehr, dass wir da miteinander eintauchen können. In die Einladung von Jesus, die er plakativ gibt. Und wir lesen es in einem berühmten Vers, wo die meisten von uns sicher schon mal gehört haben, wenn wir irgendwo christlich sozialisiert sind. Und der wird uns berichtet im Matthäus-Evangelium Kapitel 11. Jesus hat nämlich eingeladen zu dieser Ruhe. Und er hat gerufen, kommt alle her zu mir, ihr, wo ihr müde sind und schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe schenken. Und darin klingt das an, dass Gott der Ort ist von der Ruhe, dass der Sabbat symbolhaft für das steht und dass wir eingeladen sind, Ruhe zu bekommen. Und Jesus lädt uns dazu ein. Die Frage ist einfach, wie schaffen wir das in der Hektik der heutigen Zeit? Wie kommen wir zu dieser Ruhe? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade letzte Woche mit meiner Frau darüber geredet, wie schwer mir das fällt. In meinem Kopf gibt es so Stimmen. Kennen ihr die auch? Und dann, wenn der ganze Tag vorbei wäre, wenn ich alles gemacht habe, was ich muss, für die GVC, für die Kirche, für dich und für mich und für meine Familie und für meine Kinder, und eigentlich der Moment wäre, um zur Ruhe zu kommen, dann geht es da rein los. Dani, weisst du noch, dort solltest du von denen und dort noch ein E-Mail, gell? Und übrigens, die Bank solltest du auch mal wieder erledigen, Banksachen. Und manchmal ist es so, als wäre die Stimme in meinem Kopf und es ruft und schreit und tut und macht. Vielleicht bin ich der Einzige da rein, ich weiss es nicht. Kennst du es auch? Das Karussell im Kopf. Wie schaffen wir das? Kommen alle her zu mir. Ich glaube, viel liegt schon in dem. Auf einen Ruf braucht es eine Antwort. Und du kannst weiterlaufen, wie du willst. Oder du kannst dir jetzt einen Moment nehmen und sagen, also Jesus, ich versuche es mal, ich komme zu dir. Und nur schon in diesem Schritt machen passiert etwas, du nimmst etwas im Fokus. Jesus. Und sobald du etwas fokussierst, muss anderes einmal ein bisschen ruhiger werden. Ich glaube, das steckt schon mal als erstes so in diesem Vers. Aber das ist lange noch nicht, ich weiss. Das ist so hypothetisch und mach es dann mal in deinem Alltag und so. Jesus, ich habe dich gehört. Ja, warte, ich bin ganz da. Darum, lass uns ein bisschen tiefer tauchen. Ich glaube, Jesus hat selber modelliert, was es heisst, sich auszurichten auf Gott, auf den, der uns mit Ruhe versorgt, auf den, der die Ruhe, die Sabbatruhe eingesetzt hat. Und er hat das gemacht, indem er immer wieder Zeiten genommen hat von der Ausrichtung, wo er sich rausgenommen hat aus dem Alltag. Und wir lesen oft, dass er sich dazu an Ort an einsame Ort zurückgezogen hat, also Ort, wo er einsam war, für die Einsamkeit, vom Alleinsein. Es wird auch oft gesagt, auf dem Berg. Da können wir Schweizer auch noch gut uns damit so identifizieren. Also er hat das modelliert und ehrlich gesagt, es ist im Fall auch ihm nicht einfach gefallen. Wenn man dann die Geschichte so liest, dann merkt man, wie er um die Zeit haben müssen kämpfen. Ich meine, ich denke immer, ja Jesus, du hast es gut gehabt, du hast kein WhatsApp gehabt, kein Handy mit Push-Benachrichtigungen und nichts. Aber die Leute hatten damals Boot und ein Schiff und die haben, glaube ich, recht gut laufen und die sind nämlich hinten reingelaufen, ganz einfach. Und wenn Jesus, und ich meine, das ist der Neuekliger, weil das Handy kannst irgendwie so, du kannst noch so tun, als hättest du es nicht gelesen, oder? Aber wenn die einfach dort stehen, also ich würde mehr sagen, Jesus hat schon gekannt, was es heisst, dass dann auch Leute das unterbrechen wollen, dass sie etwas von ihm wollen. Und es ist ihm übrigens auch nicht immer gelungen, dann da seinen Willen durchzusetzen, sondern manchmal sind dann die Menschen einfach da gewesen. Also der Struggle ist real und das kann dich und mich auch ermutigen. Aber er hat es gemacht. Und ich glaube, darum ist der Sabbat in erster Linie wirklich auch ein Ruf, wenn es um dich und um mich geht am Sabbat, um uns zu überlegen, hey, wo haben wir so Zeiten von der Stille, Achtung, Reizwort, stille Zeit, gell? Und von der Reflexion, vom Nachdenken über dein und mein Leben. Und ich glaube, der Sabbat kann modellhaft ein Tag sein oder eine Zeit sein in deiner Woche irgendwo, wo Raum gibt für das. Wo du dich kannst auf Gott hinwenden, dem Ruf von Jesus folgen, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, mit dem vollen Fokus.
Und ich glaube, die meisten von uns wollen das eigentlich. Das Wählen ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass wir oft im Alltag, wo eben auch unser Wochenende einnimmt und unsere freien Zeiten, oft wenig Raum dafür haben. Und da gibt uns das Modell von Jesus, vom sich aktiv einen Raum vom Rückzug schaffen, einen extrem guten Leitfaden oder so eine Anleitung, wie wir das machen könnten. Aber wie soll das gehen? Und ich weiss eben, einige von euch, die zucken gerade zusammen und kommen Bückel und Ausschläge über, wenn sie das Wort stille Zeit hören. Die langweiligste Zeit vom Tag. Und eigentlich ist sie ja gar nicht so still, weil du ja noch Bibel lesen drin und du bettest dann vor allem mit Gott, aber der ist so still, oder? Ich weiss, was man da alles so mit sich trägt. Aber es soll wirklich nicht um das gehen, um Gottes Willen nicht. Es soll um einen Moment gehen, wo du dich ausrichten kannst. Und ich nenne das jetzt einfach mal so die Stille. Und es geht dabei darum, dass wir aktiv wieder den Widerstand leisten am Lärm von unserem Leben. Und übrigens ist es etwas, was sich die Gesellschaft danach sehnt. Vielleicht fällt euch auch auf, dass so die Wellbeing-Angebote boomen. Es heisst dann vielleicht Wellness und Yoga in Österreich, oder? Dort ist es ein bisschen günstiger, weißt du? Oder Achtsamkeitsseminar in einem buddhistischen Kloster. Und das Zeug schlägt ein wie eine Bombe. Weil unsere Gesellschaft sehnt sich nach Ruhe. Und es kommt so in pseudospirituellem Kleid daher, manchmal ganz so, mehr so psychologisch oder so mehr so lebensaktivierend, Körper und so, Körper, Seele, Geist. Manchmal eben dann auch so religiös. Und das alles ist nicht ein Wunder. Weil der Mensch sehnt sich danach. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, dass im Sabbat eine uralte Tradition steckt, wo Gott seinem Volk, den Juden und auch uns Christen gegeben hat, wo extrem viel von dem beinhaltet. Er ist ein Heilmittel, altbewährt und verfügbar. Oder in den Worten von Augustinus, das ist ein Kirchenvater gewesen, dem sagt man so, der hat viele von den grundlegenden Texten der Christen geschrieben. In den ersten paar Jahrhunderten nach Christus hat er gelebt. Und in seinem Buch, das heißt Confessions, Confessiones, Bekenntnisse, schreibt er: Du hast uns für dich geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es in dir ruht. Und er greift damit etwas auf, wo wir eben hätten. Ein Heilmittel. Und es unterscheidet sich zu dem, wo man sich selber versucht zu finden in dieser Stille. Oder wo man versucht, seine innere Mitte zu finden. Dorthin, wo es eben Ausrichtung gibt auf den einen, wo wirklich die Quelle vom Leben ist, von der Ruhe. Der uns beseelt hat, der uns gestärkt hat. Mein Herz ist unruhig, bis es in dir ruht. Und darum meine Frage, hast du so Zeiten von der Fokussierung auf Gott? Und könnte der Sabbat ein Ort sein, wo das besonders könnte Platz haben? Wo du das könntest anfangen einüben. Weil eigentlich wäre da Raum vorhanden. Und ich möchte jetzt euch ein bisschen herausfordern und euch mitnehmen auf so eine praktische Möglichkeit, das zu tun. Und für die einen von euch ist das etwas zum Spülen, das darf es im Fall auch mal geben am Sonntag. Und für die anderen ist es vielleicht ein Schlüssel, wie es für mich ist. Und das ist das kontemplative Gebet. Das ist eine alte Tradition in den Klostern entstanden. Und alles, was du dazu brauchst, ist ein Stuhl. Oder vielleicht hast du auch irgendwo ein Bänkchen in deiner Region. Oder einen schönen Stein, wo du drauf sitzen kannst. Und es ist eine Form vom Gebet, die uns hilft, ruhig zu werden vor Gott und uns von ihm erfrischen und stärken zu lassen. Und ich möchte euch einfach so exemplarisch mitnehmen, wie man das gestalten kann. Und nicht gesetzlich, aber als Inspiration. Eben alles, was du brauchst, ist ein Stuhl. Wenn möglich ein bisschen bequem. Man hat ja da so Ratings, 1-Minuten-Stuhl, 2-Minuten-Stuhl, 3-Minuten-Stuhl. Schau doch ein bisschen, dass er einer ist, der ein bisschen länger geht, oder? Und dann nimm mal Platz. Such dir einen ruhigen Ort und setz dich ein, wenn möglich, ein bisschen aufrecht, so ein bisschen, dass du dich auch spürst. Nicht so einfach in dich hineingesackt, sondern so ganz da. Und dann kommt eben das mit dem Schnaufen. Gott hat uns ja auch den Atem gegeben. Dann schnuff mal tief ein und aus. Und du wirst merken, dass es mit dem Körper etwas macht. Dass du ruhig wirst. Dass sich dein Puls verändert. Und in dieser stillen Ausrichtung auf Gott schaffen wir uns Raum, um so ganz vor ihn zu kommen. Und da finde ich den Psalm so wunderbar, wo das auch ausdrückt und vielleicht auch zeigt, dass das eine alte Tradition ist, wo der Psalmist schreibt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe,
und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Vielleicht ist das so ein Leibvers, der einem begleiten kann in so einer Zeit. Und oft passiert es dann, so geht es mir, wenn ich das mache, dass dann die Alltagsgedanken reindringen. Ich meine, versuch mal ruhig zu werden und auch wenn du das mit dem Körper machst, dann kommen die und wollen die ablenken. Und ehrlich gesagt, ist gar nicht so schlimm. Aber was kann helfen ist, dass du dich versuchst zu fokussieren mit einem Leitvers. Vielleicht genau mit dem. Im Rhythmus vom Schnaufen, zu beten, innerlich oder sogar murmeln, erforscht mich Gott und erkennt mein Herz. Oder noch viel einfacher, das kürzeste Bekenntnis der Christenheit. Jesus Christus. Das kann so helfen, um den Fokus zu haben. Und dann kannst du anfangen zu reflektieren. Und ich glaube, in erster Linie dürfen wir dann auch einfach mal wahrnehmen, hey, was geht in mir überhaupt vor, wenn das laute Getöse um mich einmal weg ist? Was für Gefühle habe ich? Habe ich Freude? Bin ich traurig? Habe ich Schmerzen? Körperlich? Seelisch? Habe ich Angst? Ich glaube, im Wahrnehmen von dem haben wir eine Möglichkeit, das dann vor Gott hinzugeben und Ruhe zu empfangen. Und wenn du dort auch Angst hast, vielleicht mal genau anzuschauen, weil manchmal ist das der mutigste Moment. Hey, was ist genau in mir drin? Dann kannst du wissen, da ist Gottes liebende Gegenwart, die dich trägt, seine Aufmerksamkeit, die er dir widmet. Und dann versuch es einfach mal loszulassen und ihm abzugeben. Und in dem hinein geschieht vielleicht ein Teil von Verarbeitung. Du kannst es von ihm behandeln lassen. Du kannst dich mit ihm freuen. Und kannst Ruhe bekommen. Dann lohnt es sich, wenn man mit einem dankbaren Herzen abschliessen kann. Vielleicht auch das ausdrücken und wieder aussteigen, wieder in das Leben und in den Alltag, in die Lebendigkeit, in die Lautstärke. Weil auch das ist Realität. Und jetzt ist der Einschub vorbei, jetzt kannst du wieder einklinken, wenn das nicht für dich ist. Aber ich habe gedacht, es ist vielleicht auch toll, wenn wir uns mal das exemplarisch anschauen können. Und es gibt ganz viel hilfreiche Literatur dazu und man kann das auch auf unterschiedliche Art und Weise machen. Aber das ist jetzt ein Weg, wie ich merke, wo es mir gut tut. Ich baue das ab und zu in meinen Alltag und ich merke, wie es mir Ruhe schenkt. Jetzt kommen wir weg vom Geistlichen und kommen ein bisschen zu etwas viel, viel alltäglicherem, profanerem, normalerem. Und ich hoffe, ich kann dich da jetzt wieder packen, wenn du eben da ausklingt hast. Jesus redet nämlich dabei nicht nur von seelischer Ruhe, sondern von ganzheitlicher Ruhe. Und der Sabbat steht auch immer für ganzheitliche Ruhe. Er ist ein Tag von der Erholung, oder wie es die Übersetzung, das Buch, so schön übersetzt. Dort heisst es, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Weil weißt du was, es wartet im Fall 6 Tage vom Arbeiten und das ist gut. Keine Panik für die unter euch, die sagen, wir können nicht nur chillen. Gell? Wir Schweizer sind dann schon noch recht. Hey ja, Arbeiten gehört dazu, aber es braucht auch neue Kraft. Und darum geht es um die ganz rein körperliche Erholung. Und da können wir jetzt über vieles reden, über Sport und über weiss nicht was und was alles gut tut. Aber Achtung, ich komme mit dem Reizthema. Mit dieser einen Frage, schlafst du genug? Kurze Frage zum Reflektieren. Kannst du dich erinnern, wenn du zuletzt ohne Wecker total ausgeruht verwacht bist und nicht sofort die erste Dosis Koffein hast du zu dir nehmen? Kannst du dir das überlegen? Und jetzt keine Scham, falls du das nicht, keine Erinnerung daran hast, dann gehörst du zu einer grossen Gruppe von Menschen und bist in bester Gesellschaft. 2/3 von allen Erwachsenen in den industrialisierten Ländern schlafen nicht wie empfohlen 7 bis 8 Stunden pro Tag. Eine US-Studie sagt sogar, 30% der Erwachsenen schlafen weniger als 6 Stunden. Und die WHO, Gesundheitsorganisation, taxiert das als ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Und ich habe in einem Buch gelesen von einer inspirierenden Autorin, Tish Harrison, wie sie über das redet. Und sie deutet es dann auch wieder ein bisschen geistlich. Sie schreibt nämlich, unzureichender Schlaf ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Aber diese Epidemie ist ein Hinweis auf eine geistliche Krise.
Eine Kultur der gestörten Liebe, und damit meint sie jetzt nicht eine romantische Liebe, sondern wo wir unser Herz dran hängen, und des gestörten Gottesdienstes. Wir verschmähen Grenzen. Meine Frage an dich ist heute ganz einfach. Schlafst du genug? Und falls nicht, wieso nicht? Und ich weiss, es gibt Gründe, die man auch nicht so einfach beseitigen kann. Aber Fakt ist eben auch, dass wir unseren Schlaf für das opfern, was wir lieben. Und da kann ich aus bester Erfahrung reden im Moment. Ich habe 2 Kleinkinder zu Hause. Und es ist kein Zweifel, dass ich aufstehe. Ich opfere doch meinen Schlaf. Und ganz ehrlich, das ist auch gut, liebe Eltern, machen das. Das modelliert das Vaterherz Gottes. Völlig in Ordnung. Es ist trotzdem sauhart, by the way, aber also, ich glaube, es gibt auch mehr Sachen als Kleinkind. Und ich würde sagen, die Statistiken, die haben nicht abgenommen seit Netflix und Amazon Prime und das gibt es noch alles, Disney Plus und so weiter. Der Schlaf sagt viel über das aus, was wir lieben. Weil wir opfern in dem, was wir lieben. Und vielleicht ist es einfach die nächste Sendung. Vielleicht ist es einfach, dass du dich noch nicht in die Ruhe begeben, weil dein Kopf noch weiter dreht. Und ich will dich fragen, was es ist. Ist es ein ungesunder Lebensstil? Ist es zu viel Medienkonsum? Ist es fehlender Rhythmus? Hinweis zu der Selbstdisziplin, eine Frucht vom Geist. Ist es zu viel Alkohol? Ich meine, ich bin froh um den Hype, der jetzt ist über non-alkoholische Getränke. Das ist grossartig, weil Alkohol ist nicht gut für deinen Schlaf. Ist es zu viel Koffein? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt in den vergangenen Monaten und ich bin so überführt worden. Weil man kann immer sagen, ich bin halt nicht so ein Morgenmensch, gell? Aber vielleicht gehst du einfach zu spät ins Bett. Oder vielleicht trinkst du zu viel Koffein. Koffein hat eine Halbwertszeit von 5 bis 7 Stunden in deinem Körper. Das heisst, nach 5 bis 7 Stunden ist noch die halbe Wirksamkeit vorhanden. Und wenn du bis am Abend um 9 Uhr die Espressos reintatschst, kannst du dir mal überlegen, was das macht, so um Mitternacht, nachdem es ja vielleicht der 10. ist. Ja, und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nur noch bis am Mittag keinen Kaffee mehr trinke, um dem ein bisschen Raum zu geben. Ich bin da in einem Experiment, es ist noch nicht genug Daten vorhanden, dass ich euch könnte... Aber also was ich schon merke, ist, ja, man ist irgendwie gesünder müde am Abend. Und ich habe nie mega spät Kaffee getrunken. Aber einfach so als eine Inspiration. Und auch da wieder nicht gesetzlich, aber ich will euch das gerne mitgeben. Schlafen. Schlafst du genug? Es geht um Erholung. Und der Sabbat könnte so ein Modell sein, wo du das irgendwie dem auch Raum gibst. Und natürlich ist das etwas, was dich in deinen Alltag hinein muss geben. Und jetzt haben wir schon gut gelacht und das gefällt mir, weil so möchte ich schliessen. Nämlich habe ich euch hingewiesen darauf, wir wollen uns heute auch Gedanken machen, beim Sabbat und ich, um was es dann bei diesem Icon, bei diesem Aspekt geht, um sich vergnügen. Und ich glaube, viele unter uns dürfen sich freuen an ihrem Leben und das hat auch Aspekt, dass man sich ganz für sich freut. So allein. Der Sabbat ist ein Tag der Freude. Gott hat die Welt geschaffen. Und er hat Freude daran gehabt. Und er hat gesagt, die ist schön. Und für das brauche ich Zeit. Nicht einfach das zu sagen, Statement, fertig, okay, weiter. Hey, die geniessen wir jetzt mal ein bisschen. Dann nehmen wir uns Zeit. Und der Aspekt vom Sabbat ist, dass du an dieser Freude teilhaben. Gott freut sich an der Schöpfung, weil sie ist gut war. Und so frage ich dich, so als ein Vorgeschmack vom Himmel, hey, wie könntest du Freude haben am Sabbat? Ganz persönlich für dich. Was für Sachen gibt es, die dir Freude machen? Für dich selber. An was vergnügst du dich? Überlegst du dir doch kurz. Und als Inspiration, mutig, teile es einfach mit deinem Nachbar. Du kannst ja auswählen, wie gut du kennst. Und so ein bisschen, genau. Du darfst es jetzt machen. Und jetzt sind die Gespräche so angeregt im Gang. Hey, und zum Glück haben wir nach der Predigt noch Zeit für Gemeinschaft und ich darf die gerne dort weiterführen. Und ich glaube, es regt an, um das mal zu überlegen. An was habe ich Freude? Wie vergnüge ich mich? Und ich erzähle da gerne auch von mir ein Beispiel. Ich lese fürs Leben gern.
Und im Moment ist die Zeit umkämpft. Natürlich, in meiner Lebenssituation, mein Papi fragt mich immer wieder, hast du das Buch jetzt schon gelesen? Ich sage, nein, bin noch nicht dazu gekommen. Aber wenn ich es mal habe, gestern hatte ich eine halbe Stunde Zeit gehabt, können ansitzen. Hey, ich darf das. Aber auch da macht sich Widerstand breit. Das heisst, hey, sollst du eben noch sagen und dies und jenes. Der Sabbat könnte ein Tag sein, wo du dir so eine Zeit mal gibst. Für dich. Ja, bei allen Umständen. Ja, auch bei den Kindern, die noch da sind. Vielleicht das abzusprechen, vielleicht mit dem Partner. Oder bei allem anderen, die dich sonst noch so rufen kann. Und sagen, ja, ich nehme mal Zeit für mich. Und ich glaube, etwas, was uns dabei helfen kann, um das auch so uns zu Herzen nehmen, ist, wenn wir auch so einen biblischen Blick versuchen, auf die Freude zu legen. Wir haben nämlich immer das Gefühl, Freude ist einfach ein Gefühl. Oder es kommt so über einem und jetzt bin ich halt gerade fröhlich, weil jetzt habe ich Freude. Jetzt ist das Gefühl, hat mich übermannt. Aber das ist eine einseitige Betonung. Weil die Bibel redet von der Freude auch als von einer Frucht vom Geist. Von einer Tugend, könnte man sagen. Die wächst, indem wir uns auf Christus ausrichten. Kommt her zu mir. Vielleicht aus dieser Nähe heraus. Weil genau dort etwas entstehen kann. Also es ist eine Tugend, aber es geht noch weiter, weil der Paulus sagt, es ist eigentlich auch eine Disziplin. Und er ruft die Gemeinde von den Philipper auf. Freut euch alle Zeit, zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist schon der erste Grund. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Das ist ein Befehl. Das ist ein Aufruf fürs Training. Und ehrlich, es fällt mir manchmal auch schwer, weil wir haben 1000 Gründe, um uns nicht zu freuen. Weil das Leben ist manchmal einfach... Freut euch. Und vielleicht musst du den Muskel anfangen zu trainieren, wie du das machst mit deiner Joggingrunde. Und ich weiss, es funktioniert auch nicht immer, aber der Sabbat könnte ein Moment sein in unserer Woche, der Tag von der Ruhe, wo wir sagen, bewusst nehmen wir uns Zeit, um uns auch zu freuen. Am Schönen vom Leben, am Schönen, was da ist, an dem, was mir gut tut, in dem, dass ich mir etwas zuführe, was mir gut tut. Bei allem, was dabei auch schwierig ist, aber vielleicht gerade darum besonders. Und das zu trainieren. Zu sagen, ich habe Freude, in erster Linie am Herrn, dass er mir das Leben geschenkt hat. Aber auch an dem vielen, was er mir drin geschenkt hat. Und wir gehören da zu den privilegiertesten Menschen in der Schweiz. Und ich hoffe, ich kann euch da Mut machen, um den Sabbat auch zu sehen als einen Raum, wo Gott ganz nahe an dich heran will kommen. Wir haben gestartet mit dieser Frage, was darf ich denn am Sabbat? Was ist erlaubt? Und ich würde es eben gerne umdeuten und sagen, für was ist der Sabbat da, wenn es um dich geht? Und ich würde sagen, es ist der Ruf von Jesus, der drin steht, komm zu mir. Und dann tu, was dir gut tut. Komm zu mir, wend dich mir hin. Bist bei mir. Nimm dir die Zeit. Und so möchte ich mit ein paar Fragen schliessen, wo wir kurz auch nachgehen können und vielleicht auch im Verlauf von dem Sonntag noch weiter reflektieren. Hörst du den Ruf? Komm zu mir. Hast du Zeiten von der Ausrichtung auf Gott, von der Hinwendung? Hast du Zeiten von der Ruhe und von der Stille? Schlafst du genug? Was für Freude hat Gott in dein Leben gegeben? Du darfst dich richtig daran freuen. Mit all dem, was jetzt uns nachgeht, möchten wir jetzt gemeinsam vor Gott kommen. Und ich lade euch darum ein, zum Aufstehen. Wir möchten wieder schliessen mit so einem Sabbatgebet, wo ihr gerne mitbeten, mitlesen. Ich werde es hier anleiten. Und wir starten in das Gebet mit dem Psalm. Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Herr, ich komme heute zu dir, um eine tiefe Ruhe zu finden. Ich verbringe so viel Zeit meines Lebens damit, unzufrieden zu sein. Ich will mehr Dinge, mehr Geld, mehr Freunde,
mehr Applaus, mehr Wunder. Heute lege ich meinen Superheldenumhang ab und danke dir ganz einfach, dass ich dich habe. Denn wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich jemals wirklich brauchen werde. Daran will ich mich heute freuen. Amen.